Abend da, vor allem an die online die Heime zuschauen. So genial, habt ihr jetzt schon eingeschaltet und sind ihr alle schon da? Mega gut. Hey, ich bin Sabrina, das ist der Tim und wir machen heute Pre-Show mit euch. Ihr dürft schon mal das Handy führen. Wir haben nämlich ein Slido parat für euch heute. Und Tim, darfst du uns gerne mal erklären, was ist es denn, um was geht's? Hey, heute Abend, während ihr euch ein Handy führen nehmt und den QR-Code schon mal einscannen, heute Abend geht es um grosse Entscheidungen mit Gott treffen. Das ist nicht so einfach. Und wie vielleicht gewisse von euch schon gehört haben, wir gehen in ein paar Monaten ins Beachcamp. Ins Beachcamp, genau. Und in einem Beachcamp muss man immer wieder Entscheidungen treffen. Und wir werden mal ein paar Statistiken zusammen erheben, wie ihr euch in gewissen Situationen in so einem Beachcamp verhalten. Und wir haben einen Preis für die richtigen Antworten. Es gibt nur richtige Antworten. Also nein, es gibt immer eine absolut richtige Antwort. Genau. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit der ersten Frage. Wir fangen nämlich einfach an, oder Sabrina? Ja, absolut. Bring uns die erste Frage. Tim, du gehst in eine Pizzeria. Was bestellst du nicht? Ich würde natürlich sagen, Pizza mit Ananas drauf, oder? Korrekt, das war die absolute Antwort. Sehr, sehr gut. Wenn wir mal schauen, was ihr abstimmen. Ohne Ananas auf der Pizza. Ja, sehr gut. Okay. Ja, das ist die richtige Antwort. Das ist die richtige. Wer hat die richtig gehabt, die Frage? Du siehst aus, als hättest du es richtig gehabt. Ja, du hast es richtig. Die Tasche ist für dich. Da kannst du natürlich auch schön immer Aufbackpizza mitnehmen. So gut, hey Tim, was ist unsere nächste Frage? Hey, unsere zweite Frage ist folgende. Du kommst als Letzte im Camp an. Und in deinem Zimmer sind alle Kleiderbügel bereits besetzt. Wie verhaltest du dich? Erstens, A, es spielt dir keine Rolle, du räumst deine Sachen sowieso nie aus einer Tasche. Fair, ja. Okay. Darum nicht so schlimm, dass alle Kleiderbügel besetzt sind. Zweitens, du rastest komplett aus. Wie können sie es wagen, mir meine Anzahl Kleiderbügel nicht zuzugestehen? C, liebevoll hängst du alle gewisse Sachen ab und deine Sachen auf. Oder D, du hast deinen eigenen Kleiderbügel mitgebracht. Darum kein Problem. Die meisten leben aus dem Koffer raus, hä? Das mache ich auch so. Machst du das auch so? Wie kommst du auf die Frage? Kannst du das noch mal erklären? Also ich werde zuerst mal auflösen. Zuerst mal, richtig wäre ganz klar, liebevoll hängst du einige Kleider von anderen ab und hängst deine auf. Das ist mir tatsächlich schon passiert im Snowcamp. Ein guter Freund von mir hat alle Kleiderbügel besetzt, ich habe seine Sachen abgehängt, meine Sachen aufgehängt. Wer macht so etwas? Wer macht so etwas? Dritte Frage. Okay, gehen wir weiter. Jetzt geht es um die Nacht. Jemand in deinem Zimmer schnarcht. Wie entscheidest du dich in dieser Nacht? Erstens, du liegst stundenlang wach und hoffst einfach drauf oder bettest sogar dafür, dass die Person aufhört zu schnarchen. Zweitens, du rüttelst so lange am Bett, bis die Person aufwacht und dann, wenn sie aufwacht, tust du so, als würdest du schlafen. Oder drittens, du schnarchst eine zweite Stimme und ihr macht ein wunderschönes Duett. Viertens, du siehst es als einen Test von Gott und dankst ihm so fest für die Möglichkeit, dass du kannst in deiner Geduld und in deiner Ausdauer wachsen kannst. Also christlich, das ist gut. Oder letztens, du bist die Person, die schnarcht. Oh, ein paar Leute verschnarchen, hä? Also wenigstens mega verteilt, ja. Wenn das ist die richtige Antwort, können wir es mal auflösen. Yes, du rüttelst am Bett so lange, bis die Person aufwacht. Und dann tust du so, als würdest du schlafen. 30% haben es richtig gehabt. Ich würde gerne jemandem, wer schnarcht, ich würde gerne jemandem so eine Tasche schenken, der schnarchelt. Wer schnarcht? Oh. Wer ist ehrlich genug? Da hinten sehe ich einen Arm, eine schöne Tasche von der ICF Conference für dich. Hey, wir gehen gerade zu der letzten Frage. Und zwar geht es um einen Camp Crush, über den wir reden. Oh ja, das gibt's ja. Oder wisst ihr was, Freunde? Die machen wir nicht. Aber ich möchte einfach, aus Zeitgründen, diese Tasche würden wir noch gerne jemandem schenken. Hat jemand mal einen Camp Crush gehabt? Hebt mal eure Hände auf. Und würde jemand gerne die Tasche haben? Ich sehe dort eine Hand. Ehrlich genug, bitteschön. Ihr könnt euch noch anmelden für das Beachcamp, wäre mega cool. Jetzt gehen wir aber in die Celebration. Heute zusammen alle online und heute hier im Saal miteinander. Ich habe den heutigen Abend nutzen für etwas, wo so richtig eine pastorale Message ist. Und zwar bedeutet das, in den letzten Wochen habe ich immer wieder Gespräche, Diskussionen und dann hat sich ein Thema eben herausgestellt, hey, das beschäftigt uns, da müssen wir lernen, da müssen wir Gott eine Chance geben, um uns ins Leben hineinzureden. Und das ist, mit Gott zusammen grosse Entscheidungen treffen. Nimm doch dein Handy mal vor, weil ich möchte mit einer Umfrage starten an dem heutigen Abend. Nochmal, vielleicht bist du schon vorher dort drauf gewesen, die gleiche Seite, nochmal icf.ch/ask. Und dort
Bin ich gespannt. Ist gerade die erste Frage. Funktioniert es? Sind wir drauf? Die erste Frage ist gerade zu grossen Entscheidungen. Ich muss da selber auch schnell drauf, dann sehe ich das. Genau. Entscheiden ist für mich eine grosse Freude, eine grosse Herausforderung, nichts Besonderes, ein notwendiges Übel oder eine grosse Last. Lass uns mal da abstimmen miteinander. Wie ist für euch Entscheiden? Okay, also für die meisten ist es, für mehr als die Hälfte ist es zwar positiv, aber im ersten Teil eine grosse Herausforderung. Das ist gut. Das heisst, ich habe schon mal nicht das Thema gewählt, das für euch alle easy ist. Das ist gut. Eine grosse Herausforderung. Dann die nächste Frage. In welchem Bereich hast du bis jetzt die schwierigste Entscheidung treffen? Familie und Freunde, Liebe und Partnerschaft, Ausbildung, Job, Glaubensleben oder Geld, Wohnen und Freizeit. Ich habe so ein bisschen Klassisches gemacht. Was denkst du, was ist gerade das, so die grösste Entscheidung, die hast du getroffen? So die schwierigste Entscheidung. Entschuldigung, lass uns mal schauen. Ausbildung, Job, okay. Liebe und Partnerschaft, Glaubensleben kann auch herausfordernd sein. Für gewisse ist es ganz einfach, sich für Jesus zu entscheiden. Für andere braucht es lange Zeit. Geld, Wohnen ist nicht so. Sehr gut. Also Ausbildung und Job, das scheinen doch die grossen Themen zu sein, wo ihr euch entscheidet. Und jetzt kommt natürlich die wichtigste Frage. Wer hilft dir am meisten bei Entscheidungen? Ich habe jetzt Gott nicht reingenommen, das ist ja logisch. Eltern und Geschwister, also so Family, Freunde und Partner, Chef und Leaders, Psychologen und Coaches oder Pastoren und Prediger? Hey, wehe, das bleibt auf Null. Wehe, das bleibt auf... Okay. Also wir sehen oben Freunde und Partner, vor allem Eltern und Geschwister. Ganz ehrlich, bei mir würde es auch so aussehen, aber nach dieser Message würden dir alle zusammen sagen, Pastor und Prediger hilft mir am meisten. Das ist das Ziel von meiner Message. Hey, danke vielmals. Ich glaube, ich spüre schon ein bisschen das Thema. Es ist etwas, das für jeden mega relevant ist. Weil der Punkt ist, wir müssen lernen, gut Entscheidungen zu treffen. Die Alternative, keine Entscheidungen treffen, dann passieren 3 Sachen. Erstens, dann treffen andere Menschen einfach die Entscheidung für dich. Oder zweitens, die Umstände treffen die Entscheidungen für dich. Oder drittens, du bleibst einfach stehen im Leben und kommst nicht weiter. Und darum braucht es die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen, damit du eben auch in deinem Leben vorwärts kommst und auf ein neues Level kommst. Ich möchte euch so 5 Säulen zeigen, wo ich merke, die helfen einem, gute Entscheidungen zu treffen. Die erste Säule, die ich glaube, für eine gute Entscheidung braucht es Raum. Es braucht genug Freiraum, dass du eine Entscheidung treffen kannst. Das ist ganz wichtig. Lass mich da mal schauen. Ein eifriger Mensch, der nicht nachdenkt, richtet nur Schaden an. Und was übereilt begonnen wird, misslingt. Also es braucht, dass wir gute Entscheidungen treffen können, braucht es erst mal Zeit. Zeit ist das Erste. Als ich mit meiner Frau so die ersten paar Dates hatte, habe ich ihr in die Augen geschaut und habe ihr gesagt, ich habe mich in dich verliebt. Wollen wir zusammen eine Beziehung anfangen? Und sie hat gesagt, ich muss schnell aufs WC. Dann ist sie aufs WC. Ist sie wieder zurückgekommen und dann hat sie gesagt, ich brauche Zeit, um die Entscheidung zu treffen. Ich bin noch nicht dort. Und dann haben wir noch 4 Monate weiter datet. Und heute bin ich so froh, das tönt zwar lustig, aber es war die beste Entscheidung, sich Raum zuerst zu geben für eine gute Entscheidung. Weil auf diesen Entscheidungen baust du nachher weiter dein Leben. Das heisst, nimm dir unbedingt genug Zeit raus. Und wenn du dich unter Druck fühlst, dann sagst du, ich muss schnell aufs WC. Tipp von meiner Frau. Das Zweite, was auch zu Raum gehört, Freiheit. Du darfst Verantwortung übernehmen für dein Leben und du darfst Entscheidungen treffen, die du treffen hast, wenn du volljährig bist. Sonst haben deine Eltern immer etwas mitzubestimmen. Ich bin mit 20 auf so eine Farm gegangen, wo auch eine Jüngerschaftsschule ist und dort haben sie mega leidenschaftlich Jesus nachgefolgt und relativ radikal. Und dann ist es so passiert, ich dachte, ich bin einen Monat dort und dann gehe ich wieder und dann ist der Leiter gekommen und hat gesagt, ich denke, es wäre besser, Joel, du wirst für den Rest von deinem Leben da bei uns auf dieser Farm bleiben. Dann ist der Nächste gekommen und hat gesagt, Gott hat mir gesagt, Joel, du solltest stehen bleiben. Dann ist der Nächste gekommen und hat gesagt, ohne Scheiß. Dann ist der Nächste gekommen und hat gesagt, Joel, du bist dir schon bewusst, wenn du nicht da auf dieser Farm bleibst, sondern zurück in die Schweiz gehst,
kannst du nicht richtig Jesus nachfolgen, so wie du es bei uns machen würdest. Dann ist die nächste Person gekommen und hat gesagt, Joel, die Möglichkeit, die du da überkommst, Gott zu dienen, du wirst nie mehr in deinem Leben so eine Möglichkeit haben und so etwas für Gott zu machen, wie wenn du bei uns bleibst. Kannst du dir vorstellen, der Druck, der da aufbauen wird, bei so einem jungen 20-Jährigen? Und darum ist es so wichtig, ich musste lernen, das ist meine Entscheidung. Ich treffe die Entscheidung. Ich muss schlussendlich mit Gott reden, mit den richtigen Menschen ringen, um diese Entscheidung zu treffen. Mein Freiraum, meine Entscheidung. Und ich muss gar nichts machen von dem, was ihr alles sagt, und die Manipulation und den Druck alles abschütteln. Versteht ihr? Das ist mega wichtig. Gerade im Moment versuchen wieder ganz komische Sekten, Leute vom ICF zu gewinnen. Hey, komm doch zu uns. Und Druck und Manipulation ist immer wieder da. Und du musst Rückgrat, meine Entscheidung ist meine Entscheidung. Und ich treffe sie so, wie ich sie richtig finde. Mega wichtig für euch, gell? Die zweite Säule, wo du dein Leben darauf bauen sollst, ist ein biblisches Fundament. Eine Entscheidung braucht ein biblisches Fundament. Jetzt, das tönt so einfach, oder? Du stehst vor einer Entscheidung und dann schaust du einfach, wo ist der richtige Bibelvers, den du rausnehmen kannst. Und dann nimmst du den und dann kannst du das machen. Und wenn du nicht weißt, dann machst du einfach die Bibel irgendwo auf und machst, das ist für mich. Und dann landest du in einer Namensliste oder so. Zum Beispiel, oder wir haben gesehen, Beruf, welchen Beruf sollst du machen? Welche Lehre? Welche Bibelstelle soll ich nehmen? Eigentlich ist es ja klar, oder? Die Bibel sagt, wir sollen werden wie Jesus. Und Jesus war was gewesen? Haben wir Zimmermann da? Voilà. Der Einzige, der wirklich nach der Bibel lebt, ist der junge Mann da vorne. Oder ich weiss nicht, wer ich heiraten soll, wer wird meine Frau? Und dann siehst du in der Bibel, okay, am Isaac seine Frau war die, die der Kamel Wasser gegeben hat. Nächsten Sonntag kommen wir alle, nehmen unsere Kamel mit und die Frau, die deinem Kamel Wasser gibt, das ist deine. Die Bibel redet amigs nicht so direkt, wo ist der richtige Vers. Und gleich redet die Bibel brutal in mein Leben. Nämlich, du baust dir ein biblisches Fundament und du baust es dir in biblischen Wert, in Bibelversen, wo du zutiefst kannst verankern in deinem Herz. Und du baust dein biblische Fundament nicht dann, wenn du vor der Entscheidung stehst. Du baust es jetzt für die Jahre, wo du nachher Entscheidungen machen musst. Verstehst du? Bei der Berufswahl kannst du dann zum Beispiel, ich mache das Beispiel. Du musst dich fragen, Berufswahl, was für Bibelverse sind mir in meinem Leben schon wichtig geworden? Und dann kommt dir vielleicht ein Bibelvers in den Sinn, denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für ihn und nicht für die Menschen arbeitet. Das ist ein Wert von mir. Okay, ich will alles, was ich mache, für Gott machen und nicht für die Menschen. Und dann kannst du dich fragen, welches Studium kann ich von Herzen sagen, das mache ich für Gott? Das ist ganz etwas anderes, weil du nimmst einen Wert aus deinem Leben raus. Kann ich Bodenleger sein für Gott? Unser Bassist Gabriel ist Bodenleger und seine Insta-Posts immer, ich bin wieder auf der Baustelle, habe einen Boden gelegt und Worship gemacht dabei. Das ist mein Worship-Opfer für meinen Jesus. So, das ist das, oder? Und so kannst du werden, oder wenn es darum geht, Ehepartner. Welchen Ehepartner soll ich nehmen? Ich weiss, in der Bibel steht, ich will meinen Lauf vollenden. Ich will mit 90 noch leidenschaftlich sein. Das heisst, ich brauche eine Frau, die Jesus über alles liebt und mit mir das Ziel verfolgt. Verstehst du? Du musst dir aus der Bibel, jeden Tag lese ich darum meine Bibel und suche mir raus, was ist ein Wert. Ich will mein Fundament bauen, ein biblisches Fundament. Und ich baue es heute für die Entscheidungen, die dann morgen kommen. Vielleicht hast du so ein Bibeltagebuch, dann stehst du vor einer grossen Entscheidung, dann kannst du das durchgehen und überlegen, was hat Gott in meinem Leben schon hineingeredet? Was sind die Werte, die biblischen Werte, die ich schon habe? Die nächste Säule, die wir zusammen aufbauen, ist die Säule, beweg deine Entscheidung mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist hilft dir beim Entscheiden. Aber wie sieht das aus? Jetzt ist es so, der Heilige Geist, wenn wir ihn fragen, dann sagt er amix Nein. Der Paulus in Apostelgeschichte 16 hat das so erlebt. Auch als sie in die Nähe von Mysien kamen und weiter nach Norden in die Provinz Bithynien reisen wollten, erlaubte es ihnen der Geist von Jesus nicht. Also du spürst so in dir rein, hey, ich habe einfach keinen Frieden, das ist nicht gut, ich sollte das nicht machen, es stimmt nicht. Ich weiss, der Heilige Geist sagt Nein. Und amigs spüren wir das ganz klar. Und amigs spüren wir ganz klar, der Geist sagt Ja. Zum Beispiel
einfach ein paar Verse später hat der Paulus dann eine Vision bekommen, wie ein Mazedonier gesagt hat, komm zu uns über, wir sind da, wir brauchen dich. Und dann hat er gewusst, okay, ich muss dort hingehen. Und wenn der Heilige Geist dir sagt, nein, kleiner Tipp, mach's nicht. Wenn der Heilige Geist dir sagt, ja, kleiner Tipp, mach's. Es ist wirklich einfach. Aber sehr oft sagt der Heilige Geist dir nicht, wenn du ihn fragst, ja oder nein. Kennst du das? Und ich habe viele Gespräche, wo Leute ein bisschen verwirrt sind. Hey, ich höre Gott, das stimmt nicht. Ich habe ihn fragen schon lang und ich höre es einfach nicht. Ich will das Ja oder das Nein und ich komme keine Klarheit über. Und Leute fangen sich sogar an Vorwürfe zu machen. Sie sagen zu wenig geistlich, zu wenig nahe bei Gott. Und darum möchte ich euch eine Perspektive geben, warum Gott amigs nicht klar Nein oder Ja sagt. Gottes Beziehung zu dir ist in allererster Linie väterlich. Gott der Vater, aber sogar Jesus wird ewig Vater genannt und der Geist ist der Geist vom Vater. Nimm schnell diese Perspektive an. Ich habe meine 7-monatige Tochter. Jede Entscheidung fast treffe ich für sie. Jetzt den Brei, den nicht. Jetzt das trinken, das nicht. Jetzt schlafen, gut, jetzt aufwachen. Ich treffe jede Entscheidung. Aber was macht ein Vater über die Jahre, über die Zeit? Ich binde sie mehr und mehr in die Entscheidungen ein. Ich möchte, dass sie lernt, Entscheidungen zu treffen. Ich möchte, dass sie versteht, warum man Entscheidungen so trifft. Verstehst du? Und darum ist Gott genau das Gleiche. Er will dich in eine Mündigkeit hineinnehmen, dass du mehr und mehr verstehst, warum Gott so denkt, warum Gott so führt, warum Gott so entscheidet. Gott ist daran interessiert, dass du wachst und mündig wirst. Und darum sehr oft, wenn ich Gott frage, Gott, ich stehe vor dieser Entscheidung, was soll ich machen, was willst du sagen? Dann fängt Gott plötzlich an zu reden, Joel, ich will wieder mal über dein Herz reden. Oder Joel, ich möchte mit dir zuerst noch etwas angehen und noch etwas heilen in deinem Leben. Weil Gott hat einen anderen Weg, eine andere Perspektive als Vater. Weil er weiss, auch wenn ich nicht gehorsam wäre in diesem Schritt und das machen würde, vielleicht bin ich noch nicht ready. Vielleicht habe ich noch nicht das Herz. Oder vielleicht gibt es da noch eine Möglichkeit, dass ich zuerst noch wachsen kann, etwas lernen in dem Moment, bevor ich die Entscheidung mache. Und Gott bist du viel wichtiger, als du denkst. Es ist Gott wichtiger, dass du kannst gesund werden, heil werden, wachsen. Oftmals ist ihm das wichtiger, als dass du jetzt gerade die richtige Entscheidung triffst. Er denkt wie ein Vater in allererster Linie. Und nicht wie ein Hundehalter, der den Fifi hinterherziehen will. Die nächste Säule. Warte, vielleicht noch einen Bibelvers. Nein. Die nächste Säule ist, involviere die richtigen Leute. Ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt, aber wo man gemeinsam überlegt, hat man Erfolg, sagt die Bibel. Und jetzt ist ganz interessant, wenn du in der Bibel schaust, im Alten Testament, wenn jemand wissen wollte, was ist Gottes Wille? Was ist Gottes Wille? Sind sie zum Prophet gegangen, hey Elia, was ist Gottes Wille? Soll ich das machen oder soll ich das machen? Und Elia hat gesagt, natürlich das. Okay, gut, dann kannst du das machen. Im Alten Testament. Weil nur er hat Gottes Stimme gehört. Dann ist Jesus gekommen. Und die Jünger haben es ja mega einfach gehabt, oder? Die Jünger haben einfach immer können, Jesus, was sollen wir machen? Und sie haben es auch oft gemacht. Lies in der Bibel, Jesus, das oder das, was sollen wir machen? Und Jesus hat genau gesehen, was der Vater macht und hat einfach gewusst, er macht auch das, was der Vater hat, den Vater kennt. Das war super gewesen. Aber nachher ist Jesus gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Und dann haben die Jünger ein Problem gehabt. Weil sie haben Jesus nicht mehr gehabt und den Heiligen Geist haben sie auch nicht gehabt. Wie trifft man eine Entscheidung, wenn du den Heiligen Geist nicht hast und du hast Jesus nicht mehr um dich herum? Was haben sie gemacht? Sie haben gelöselt. Sie wollten einen 12. Jünger wieder haben, einen 12. Apostel. Und sie haben gewusst, ja, im Alten Testament haben wir das auch gemacht, Gott redet durchs Los. Dann haben sie losgezogen, welcher soll der 12. Apostel sein? Mega schlau. Aber sobald nachher der Heilige Geist kam, ab Pfingsten, haben sie nicht mehr gelöselt. Weißt du warum? Weil der Heilige Geist die krasse Wahrheitbringer ist in deinem Leben.
Und was sie dann gemacht haben, sie haben ein riesen theologisches Problem gehabt, eine grosse Frage. Und was haben sie gemacht mit dieser grossen Frage? Das steht in der Apostelgeschichte, Vers 15. Daraufhin setzten sich die Apostel und die Leiter zusammen, um diese Frage zu klären. Nach heftigen Wortwechseln stand schließlich Petrus auf und sagte, Was haben sie gemacht? Sie haben miteinander, geisterfüllte Männer, haben sie zusammen gestritten und gerungen darum, was will Gott? Der Heilige Geist ist in uns allen, also finden wir zusammen eine Lösung. Und das merke ich, das ist so etwas super Kraftvolles. Frag die richtigen Leute. Wer sind die richtigen Leute? Die Leute, die mit deinem Leben das gleiche Ziel haben. Die Leute, die auch wollen, dass dein Leben aus der Ewigkeitsperspektive schlussendlich Frucht gebracht hat. Die Menschen, die nicht nur wollen, dass es für dich ein bisschen easy ist, sondern die Menschen, die wollen, dass Reich Gottes durch dein Leben kommt. Die wollen, dass du eine Ehe kannst führen, die verhebt. Die wollen, dass du einen Beruf kannst machen, wo Gott verherrlicht. Die wollen, dass du gesund wirst, ganz und ganz Jesus kann durch dich durch anfangen zu wirken. Und das sind die richtigen Leute, die du kannst fragen, die du kannst einbinden in deine Entscheidungen. Und darum mache ich viele Entscheidungen, tue ich zum Beispiel, ist eine Small Group so wichtig. In meiner Small Group, immer wieder, ich bringe auch so Sachen, meine Pläne, die ich habe, hey, ich habe vor, ich will noch das und das noch gerne machen, bevor ich die Entscheidung getroffen habe. Was denken ihr dazu? Und amigs braucht es ein bisschen Mut, weil ich schisse und der Dave hat amigs so gute Ideen oder so wahre Sätze. Aber das ist unsere Kultur. Oder mit meiner Frau teile ich es, und dann habe ich sonst noch Freunde aussen dran. Viele Sachen teile ich mit meinem Chef, Michi, wo ich auch merke, das ist richtig, wenn er da in mein Leben hineinredet. Nutzt das. Das ist seit der Apostelgeschichte, ist das so oft, dass sie zusammenreden und in der Gemeinschaft Sachen bewegen, und da kommt so viel Weisheit. Die 5. Säule. Jetzt wird's deep. Nutz deinen Verstand. Nutz deinen Verstand. Und ich habe gemerkt, liebe Christen, wenn es um den Verstand geht, haben wir amigs ein bisschen ein Krüsi-Müsi. Wir haben amigs ein bisschen ein Durcheinander. Wieso? Es steht doch in der Bibel, wir sollen uns nicht verlassen auf deinen Verstand. Das heisst, je mehr, dass ich es nicht verstehe, desto mehr ist es von Gott. So Sätze habe ich auch schon gehört. Und ich hoffe, dass es bei dir nicht so ist. Warum? Ich möchte es dir schnell erklären. Der erste Bibelvers, wo das steht. Sprüche 3, Vers 5. Verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Also da geht es darum, wenn es darum geht, du willst deine Entscheidungen nur auf deinem Verstand beruhen, dann ist es wirklich dünn. Weil du brauchst das Vertrauen, du brauchst den Glauben in Gott. Und Gott soll eine Rolle spielen bei deinem Entscheidungsfinden. Aber jetzt kommt eine andere interessante Bibelstelle, wo genau das gleiche Wort gebraucht wird. Nämlich im Jesaja 11, Vers 2. Dort wird der Prophet redet über, was für ein Heiliger Geist kommt. Oh, ich liebe den Vers. Auf ihm, also auf Jesus, wo der Geist wird bekommen, wird der Geist des Herrn ruhen. Der Geist der Weisheit und der Geist des Verstandes. Der Heilige Geist selber nennt sich also der Geist vom Verstand. Jetzt müssen wir die 2 Bibelverse irgendwie zusammenbringen. Soll ich jetzt meinen Verstand brauchen oder soll ich meinen Verstand nicht brauchen? Der Heilige Geist ist der Geist vom Verstand. Ist jetzt der Geist gegen den Verstand oder wie sieht das aus? Römer 12, Vers 2. Aufschlagen und auswendig lernen, bitte. Was soll ich mit? Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken, also unser ganzer Verstand ausgerichtet wird, neu ausgerichtet wird vom Heiligen Geist. Also Gott sagt, nach dem alten Denken, deinen Verstand brauchen, logisch, das kommt nicht gut. Aber dein Verstand, der Heilige Geist, der Geist vom Verstand, fängt an, dir ein neues Denken zu geben. Und dann deinen Verstand brauchen. Unbedingt. Warum unbedingt? Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also mit dem neuen Denkensart. Und darum ist es so wichtig, oder? Ich habe vorher darüber geredet. Du nimmst die biblische Wahrheit, die Wert, und du lebst nach denen und baust Entscheidungen drauf und plötzlich rutschen die mehr und mehr in dein Denken hinein.
geben ist seliger als nehmen. Das muss ich mir nicht mehr sagen. Ich sollte jetzt noch dienen. Wenn jetzt jemand kommt, sollte ich zuhören. In der Worship soll ich wirklich von Herzen worshipen, weil die Sachen fangen an, überzugehen in dein Denken. Es macht gar nicht mehr anders Sinn, als das, was die Bibel mich gelehrt hat. Weißt du warum? Weil ich mein Denken ausrichte nach Gottes Wort und nicht mehr nach dem Maßstab dieser Welt. Und der Heilige Geist fängt mein Denken an zu verändern. Darum ist es wichtig, bei Entscheidungen, du kommst auch als Christ nicht drum herum. Denk das durch. Der Job, das Studium, wie finanzierst du es? Das Job, das Studium, könnte es weise sein? Könnte es dich in die richtige Richtung bringen? Was wird es echt alles noch auslösen? Denk es auch als Christ durch, aber mit einem göttlichen Denken, mit einem neuen Denken. So erkennst du den Willen von Gott statt da. Weil schlussendlich, jede Entscheidung, die du triffst, und darum ist es gut, 5 starke Säulen zu haben, schlussendlich trägst du nachher auch Konsequenzen. Du trägst Verantwortung und was daraus wird. Und du wirst auf grosse Entscheidungen prägen dein Leben und du kommst in ein neues Level. Und das ist mega geil. Aber du wirst auch merken, wenn es shaky wird, dass es gut war, dass du weisst noch, damals, ich habe die Entscheidung gut und gründlich getroffen. Ich bin so froh, als ich mein Studium abgebrochen habe, nach 2,5 Jahren, dass ich immer noch gewusst habe, ich weiss, ich habe mir die Entscheidung nicht einfach gehabt. Ich habe mir Zeit genommen, habe mir überlegt, was sind meine Werte dahinter. Ich habe Menschen eingebunden, ich habe mit dem Heiligen Geist darüber geredet und ich habe es gut durchgedacht. Weil es ist in den schwierigen Zeiten besonders wichtig, dass du nachher weisst, ich habe sauber entschieden. Wie kommen wir jetzt da wieder runter? Freunde, ich möchte euch heute Abend 2 wunderbare Menschen vorstellen. Die wunderbarsten Menschen aus Wien. René und Ilana, Freunde von mir, die ich fragen. Ilana! So schön sind ihr da. Ich kenne euch schon relativ gut, ICF Wien. Dort sind wir, als ihr das aufgebaut habt, bin ich ein Jahr lang einmal im Monat zu euch gekommen. Und ich möchte euch eigentlich gerne ein bisschen interviewen, dass wir das Gespräch haben zu dem Thema grosse Entscheidungen treffen. Ich habe jetzt Theorie gegeben. In der Praxis, wie sieht das dann wirklich aus? Kommt doch und nehmt Platz auf diesen 2 Stühlen, während mein Sessel reingetragen wird. Lasst uns einen grossen Applaus geben an Noah, unserem Sesselträger. Wenn man grosse Entscheidungen muss treffen muss, ist das cool natürlich, wenn man das gut durchdenkt, aber es löst wahrscheinlich dann, es ist dann gleich, wenn man so mitten rein ist, ist es ein bisschen schwierig. Die Entscheidung, die ich mit euch gerne anschauen würde, ihr seid im ICF Vorarlberg, sind ihr Pastors gewesen. Redet doch mal schnell über die Zeit. Das ist ja, dass ihr nach Wien gegangen seid, das ist ja gut gelaufen in Vorarlberg, oder? Ja, sehr gut. Also, wie viele Leute haben das gemacht? Wie ist die gewachsen? Ich muss genau zuhören, ich habe die Hälfte nicht verstanden. Mein Schweizerdeutsch? Ja. Echt? Es ist so Migro-Albaner-Deutsch. Auf Vorarlberg habe ich verstanden. Wir haben schon lange nicht mehr miteinander geredet. Aber vielleicht ist es spät oder das Bier, keine Ahnung. Ilana, ja. Wir reden doch jetzt zusammen. Ilana, in dieser Zeit, ihr seid in Vorarlberg gewesen. Ihr wart in Vorarlberg. Eure Zeit hier in Vorarlberg, das war ja wirklich eine Zeit, ihr habt Gott krass erlebt in der Kirche. Ja. Erzähl mal, was hast du gemacht in dieser Zeit? Wie hast du das erlebt, ICF Vorarlberg zu starten? Soll ich jetzt Hochdeutsch reden oder Schweizerdeutsch? Wenn es der René soll verstehen, Hochdeutsch. Er hat 10 Jahre in der Schweiz gelebt. Alles easy, alles gut. Gehen wir auf Schweizerdeutsch wieder. Gehen wir auf Schweizerdeutsch. Wie ich die Zeit erlebt habe ja, in Vorarlberg. Es war eine gute Zeit. Eine sehr gute Zeit, ja. Wir haben erlebt, dass Gott uns von St. Gallen nach Vorarlberg, das erste ICF in Österreich, wir haben ein ganzes Team mit dabei gehabt. Wir waren verrückt genug, um das zu machen. Und ja, haben von null mit dem Team ICF Vorarlberg aufgebaut. Und lauter crazy Leute. Ja, Benni zum Beispiel. Benni.
Ja, es war mega so ein Momentum, weil Gott hat irgendwie geredet in St. Gallen. Es sind immer mehr Leute gekommen und wir haben wirklich voll gepumpt. Hey, wir gehen eine ganze Nation erobern für unseren Jesus, sind hin, haben Partys gemacht, gestartet. Erste Celebration, 80 Leute, Wahnsinn. Alle haben gesagt, unmöglich und dem richtig Gas gegeben. Wir waren in einer Family mit vielen Teenager und Vorarlberg. Und das war so wirklich der Place, wo wir gedacht haben, das ist das Beste der ganzen Welt. Also wir haben uns sehr gut, wir waren nahe Zürich, oft beim Leo, wir haben, glaube ich, jede Woche Eishockey gespielt auch noch damals. Schön, ja. Stimmt, oh mein Knie. Und dann ist aber der Gedanke gekommen, ich meine, Vorarlberg, das ist wirklich mega nah zu St. Gallen, ihr habt Freundschaften, alle können beibehalten, es ist vieles geblieben. Und dann wie ist es dazu gekommen, jetzt gehen wir auf Wien? Weil Wien ist doch schon mal 6 Stunden weiter etwa. Und das ist, da haben wir euch recht auslösen. Wie ist es dazu gekommen, die Entscheidung? Also wir haben irgendwie, obwohl es in Vorarlberg grossartig gelaufen ist, haben wir immer schon gebetet, dass Gott halt noch mehr Türen aufmacht in andere Städte in Österreich. Weil ICF Vorarlberg war das erste ICF in Österreich. Und ganz Österreich ist katholisch und wir haben wirklich gebetet, dass überall so eine neue Art von Kirche entstehen kann. Genau. Und dann hat Gott die Türe aufgemacht. Zuerst war die Tür in Salzburg. Wir haben eine E-Mail gekriegt von Salzburg. Wir sind immer wieder Salzburg hin und her gefahren, haben die Church planted in Salzburg. Und dann kam eine E-Mail aus Wien. Hey, wir haben eine Jugendgruppe, der Pastor ist mit der Worship-Leiterin davon gerannt und so. Das bricht alles zusammen. Ja, das war ein Klassiker. Und war mega schlimm. Mega schlimm. Und dann sind der Leo und ich und haben geredet und hin und her und wir haben über viele Jahre, über Monate dann einen Leiter gesucht. Und wir sind dann haben wir gesagt, okay, wir machen das, wir starten das, wir finden sicher einen Leiter und sind alle 2 Wochen 800 Kilometer hin am Freitag und 800 Kilometer zurück am Montag. Wir waren sowas von am Arsch. Und wir haben gesagt, wir brauchen unbedingt einen Leiter in Wien. Wir haben betet für einen Leiter, wir haben gesucht nach einem Leiter. Und dann hat mich der Leo eingeladen. Und er hat gesagt, René, wir haben einen Leiter gefunden. Du. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, ihr habt es schon lange am Herzen und so. Gell? Und dann ist der Prozess losgegangen. Ja, was, wie, wo, auswandern und so. Wir haben gut Geld verdient in der Schweiz damals. Es ist uns gut gegangen. Aber dann ist der Prozess losgegangen. Trifft es jetzt wirklich uns? Ist ja schon, du hast eine Kinderkrippe geleitet, selber aufbauen und bist mega aufgeblüht in dem. Ein Hort, ja. Ja. Also während dem ICF Vorarlberg aufgebaut habe ich das nebenzu aufgebaut. Okay. Genau. Wir haben schon ein bisschen Mühe gewesen. Du hast vorhin gesagt, es ist ein Prozess losgegangen. Welche Aspekte, vielleicht von dem, was ich vorher erklärt habe, welche Aspekte sind euch dort wichtig gewesen im Entscheiden? Machen wir das oder sicher machen zum mit Leuten reden, wo man vertrauen, wo man wissen, dass sie nahe am Herz von Jesus sind und uns sicher nicht einfach irgendwie auf menschliche Art und Weise beraten, sondern wirklich auch Gott fragen. Da sind wir viele im Prozess gewesen, mit Leuten und natürlich auch selber. Also wir haben auch gebetet, dass Gott uns bestätigt, dass wirklich, wenn wir die Türen nehmen sollen, dass es uns ganz klar auch zeigen muss. Und hat er gezeigt? Mhm. Ja, für mich ist immer klar, also so große Entscheidungen, wie du gesagt hast, wo ist es? Alles weg. Na, das Ding ist, du hast es genau richtig gesagt, wenn du große Entscheidungen triffst und du hast keine Prinzipien vorher, wirst du bei großen Entscheidungen, wird es unmöglich, dass du wirklich wichtige Entscheidungen treffen kannst. Das erste war Leiterschaft, war für mich immer wichtig. Wenn der Leiter was sagt, dann vertraue ich Gott, der über dem Leiter steht und ihn inspiriert. Also wenn der Leo zu mir kommt und sagt, hey, das und das und das, dann höre ich auf Gott und vertraue Gott. Ich sage nicht, ich vertraue dem Leo auch, aber ich vertraue Gott hinterm Leo. Das zweite ist Seelsorger und dann untereinander. Und Wien war wirklich krass, weil wir haben gesagt, okay, wir müssen gehen. Und dann bin ich zum Gary Keller gegangen, das ist mein Seelsorger. Und dann habe ich ihn gefragt, gesagt, Gary und so Wien und Auswandern. Und er hat gesagt, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich sage, ja Gary, alles, mach's. So, und dann habe ich gewusst, wenn der Gary sagt, mach's, war für mich das wirklich eine Bestätigung. Seelsorger, Leiter, der Friede von Gott und gleichzeitig auch irgendetwas, wo uns bestätigt, dass das richtig ist. Und das Ding war so, ich war in Wien früher drogensüchtig
Und als die Ilana und ich herausgefunden haben, dass die Kirche genau dort ist, wo ich früher Drogen genommen habe, war für uns klar, das ist ein Zeichen, dass Gott uns dort benutzen will, wo der Teufel mich umbringen wollte, dass Gott uns jetzt benutzen will. Und aus dieser Kombination aus Entscheidungen sind wir einfach losgegangen und die Ilana hat es auch so mitgetragen von Anfang an. Ja, und also wir haben eigentlich so nochmal eine andere Bestätigung bekommen. Wir haben ganz klar gebetet, weil also das war eine gecrashte Kirche. Und es war eigentlich unvorstellbar, dass die möchten ein ICF-Kirche werden. So ein anderer Stil von Kirche. Und wir haben wirklich gebetet und gesagt, okay, wenn sie, also ist klar, sie müssen sich irgendeinem Movement anschließen, wir sind kein Pastor mehr. Aber wenn sie eine Anfrage stellen, dass sie ein ICF werden, was eigentlich unvorstellbar ist, dann wissen wir, okay, das ist auch eine Bestätigung von Gott und diese Türen müssen wir nehmen. Und was haben sie gemacht? Eine Anfrage gestellt. Also ich habe da wirklich sehr viel, wo Gott gegeben hat, oder wie ihr das auch geprüft habt, wie ihr Gespräche geführt habt, und dann sind ihr 100%ig sicher gewesen und haben es gemacht. So 100% sicher nicht. Ich sage immer so, wenn du bei 51% Sicherheit bist, dann kannst du schon gehen. Mehr brauchst du nicht, weil das ist mehr wie 50% und das reicht eigentlich. Also 100%ig Sicherheit gibt's nicht. Du hast immer ein großes Restrisiko und Gott erklärt das sowieso nie, was auf dich zukommt. Gott sei Dank, sonst würdest du es eh nicht machen. Ja. Also wir sind einfach gefahren und das war, das erste Jahr war sehr schwierig. Und das zweite und das dritte waren noch viel schwieriger. Und das vierte und das fünfte. Jetzt geht's. Ist es nicht in diesen Zeiten, dass man dann wieder zweifelt an der Entscheidung? Ist es richtig gewesen, oder? Also im ersten Jahr war halt so, ich erzähl's jetzt. Im ersten Jahr war halt so, dass ich jeden Tag mein Handy in der Hand gehabt habe und gesagt habe, Leo, also ich wollte jeden Tag, Leo, wir brechen die Übung ab. Ich kann nicht mehr, das ist mir zu viel, der Druck geistlich. Die Ilana hatte Depressionen in der Zeit und ist schon am Balkon gestanden, wollte dann wirklich schon springen, weil sie gesagt hat, sie haltet es nicht mehr aus. Es war irgendwie so ein Konglomerat aus geistlicher Druck, Schwierigkeiten. Wir hatten kein Geld mehr am Anfang. Wir sind von 7.000 runter auf 700 pro Monat. Und einfach ganz, ganz viele Dinge sind zusammengekommen, dass wir geglaubt haben, das ist unmenschlich. Und wie? Und dann zweifelst du also doch die Entscheidung an. Warum seid ihr dabei? Wir haben die Entscheidung schon angezweifelt, aber wir haben gewusst, dass Gott geredet hat. Und für uns vom Typ her ist halt so, wir sind gehorsame Menschen. Und wenn Gott nichts anderes sagt, können wir eigentlich gar nicht zurück. Geht fast nicht. Also geht gar nicht. Ja, und obwohl es so schwierig war, okay. Also wirklich, am Anfang habe ich jeden Tag gehofft, dass wir das Ding an die Wand fahren, dass ich einfach wieder heimgehen kann. So schlimm Heimweh, so schlimm Heimweh gehabt, wir haben alles verloren. Und ich habe wirklich sogar gesagt, hey, so habe ich nicht gewettet. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Wir haben geglaubt, wir haben unser Leben ruiniert. Eigentlich. Ja, genau. Da habe ich auch zu mir gesagt, jetzt haben wir unser Leben total ruiniert. Wir sind so blöd. Aber so einen ganz, ganz, ganz kleinen Funken in meinem Herz habe ich gewusst, auch wenn es noch so schwierig ist, wir sind trotzdem zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und Gott hat zu mir geredet auf einer Zugfahrt. Und an diesem Bild habe ich mich die ganzen ersten 5 Jahre, wo es schwierig war, habe ich mich festgegeben und er hat mir einfach die Story gezeigt vom König David, wo der gesalbte König schon war, aber der Saul noch an der Macht. Und der Saul wollte ihn umbringen. Er musste sich in dieser dunklen, kalten Höhle verstecken. Und Menschen haben sich mit ihm versammelt in dieser Höhle. Und dann hat man sich gedacht, okay, ja, du brauchst Leute um dich herum in dieser Situation, die dich ermutigen, oder, die voll Kraft sind, voll Power. Aber du lesest diese Geschichte, die sind depressiv gewesen, verschuldet, fertig mit dem Leben, um den David herum. Und genauso hat es sich für mich angefühlt. Und Gott hat auf einer Zugfahrt zu mir geredet und gesagt, schau, Ilana, auch wenn du dich jetzt so fühlst, it's not the end of the story. Weil wenn du die Geschichte weiterlesest, die Männer, die mit dem Leben fertig sind, sind nachher die Helden Davids geworden. Die krasseste Kriegsmannschaft, wo er nachher König war. Und das Bild hat mich durchgetragen
Und jetzt, wenn wir jetzt sehen, denke ich mir wirklich so oft, stell dir vor, wir hätten aufgegeben, stell dir vor, wir wären heimgegangen, stell dir vor, wir hätten einfach gesagt, komm, wir lassen es. Hätten wir alles nicht gesehen, was Gott für Wunder getan hat, wie er wieder hergestellt hat, wo er Kaputtes wieder gesund gemacht hat. Ja, und für uns war natürlich auch, dass jetzt du zum Beispiel wirklich mitgekommen bist, so Freunde zu haben, die helfen dir zwar nicht im ersten Moment, aber die stehen mit dir. Das ist nur so ein Gefühl, du bist nicht alleine. Und eine lustige Geschichte, also lustig eigentlich nicht. Ich bin vor einigen Jahren, habe ich gedacht, ich muss wieder zu meinem Seelsorger, der uns geschickt hat, der Gary. So bin ich zum Gary und gesagt, oh, erzähl. Dann habe ich ihm so halbe, dreiviertel Stunde voll gejammert, wie schlimm und was alles passiert ist. Und er hat gesagt, Gary ist ein weiser Mann, je länger ich dir zuhöre, umso mehr bin ich ganz sicher, dass ihr am richtigen Platz seid. Krass. Danke euch vielmals. Es ist ja wirklich krass, einfach, ich habe mit dir kurz einfach ein bisschen geredet an der Conference, mit den Tränen gekommen, einfach die vielen Geschichten, was Gott tut jetzt durch das alles. Und alles nur, weil wir bereit sind, die Entscheidung auf uns zu nehmen und nachher auch die Verantwortung zu übernehmen und dort zu bleiben, nicht sich drücken. Und danke, haben wir auf die 51% denen Gewicht gegeben. Crazy. Liebe Freunde, komme ich gerne Ihnen nochmal einen grossen Applaus. Vielen Dank. Du merkst, ich darf noch mal Platz nehmen, du merkst das Thema, wenn du lernst, Entscheidungen mit Gott zusammen zu treffen, Entscheidungen, die verhebt, dann können so Geschichten daraus entstehen, die zwar vielleicht viel fordern, aber Gottes Reich kommt durch. Ich würde jetzt gerne in eine Zeit hineingehen, wo wir hören, für den einen ist es dran, nochmal zu hören für eine Entscheidung, wo du gerade drin bist. Und für die anderen ist es heute einfach dran, zu sagen, ich klinke mich ein. Wenn es um Entscheidungen geht, denke ich nicht mehr, ich bin wie ein Fifi, wo Gott muss sagen, da und da durch, sondern ich bin wie ein Tanzduett, das mit Gott zusammen eine Einheit bildet und er und ich gestaltet die Entscheidung. Er führt mich gut und lenkt mich richtig in meinem Leben. Ich möchte noch einen Vers am Schluss sagen. Gottes Weg in deinem Leben sind vollkommen. Die Worte vom Herrn sind wahr. Alle, die sich zu ihm flüchten, bietet er Schutz. Komm jetzt, Heiliger Geist, und red zu uns. You got in every single
mir wichtig war, am heutigen Abend euch gute Grundlagen zu geben, wo ihr weise werden könnt. Ganz ehrlich, wenn es um Entscheidungen geht, ich habe so viel Angst. In den grossen Entscheidungen. Ich habe so viel Angst, ich entscheide falsch und dann kracht alles zusammen und ich verletze Leute und ich habe das Gefühl, es ist cool, haben wir weise Sachen gelernt und ein paar Schritte. Aber Angst, falsche Entscheidungen zu treffen, bin ich vielleicht nicht der Einzige, der da ist. Sein eigenes Leben in eine falsche Bahn zu lenken. Gottes Willen vorbeizuleben, was auch immer. Und in der Bibel steht, die Liebe vertreibt alle Furcht. Und ich will auch gerne einfach mit euch zusammen, mit allen Ängsten in diesem Thema, dass wir Fehler machen könnten oder dass wir falsche Entscheidungen treffen könnten. Das kostet uns zu viel. Ich wäre auch nicht so stark wie René und Ilana. Ich hätte das auch nicht durchgehalten. Und was, wenn Gott mich da reinführt und ich versage, was auch immer das ist. Komm, wir tragen all unsere Ängste in diesem Thema zu dieser Liebe von Jesus. Ich will auch gerne den ganzen Song nochmal machen. Und zwar, dass wir ihn mitsingen. Auch so ruhig, vielleicht können wir sogar die Tänzer nochmal haben. Und dass wir ihn singen miteinander. In dieser Ruhigkeit und dabei unser Herz, unseren Weg, dieser Liebe von Jesus entgegenstrecken. Ist das gut? Wenn du willst, darfst du aufstehen, wenn das für dich ein Zeichen ist. Wenn du merkst, du sollst jetzt sitzen bleiben, es ist besser für dich, dann bleib sitzen. Komm zu dieser Liebe vom Vater. Pure Vaterliebe. Er umgeht dich nicht. Er sieht dich und er kennt dich. Er überfordert nicht, sondern liebt dich.
Jesus, wir sind ganz gewöhnliche Menschen. Aber du bist ein außergewöhnlicher Gott. Und du kennst jede einzelne Person, die jetzt da ist im Raum, jede Person, die online mit dabei ist. Du weißt, wo wir stehen, wie es uns geht, was für Entscheidungen zum Treffen sind. Jesus, und dort, wo wir Angst haben, gib du Mut. Dort, wo wir Unsicherheit haben, gib du Sicherheit. Es heisst, du bist unser Fels, du bist unsere Burg. Du wankst nie und auf dich können wir uns stellen. Und auch wenn die Wellen noch so hoch sind, sie werden uns nicht übermannen, sie werden uns nicht ertränken, wir werden nicht untergehen mit dir. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du durch die Reihe gehst, dass du zu jedem, der von zu Hause aus oder von auch immer dabei ist, dass du kommst mit deinem Mut, mit göttlichem Mut, göttliche Entscheidungen zum Treffen. Dass du führst, dass du leitest, dass du redest. Weil du bist gut und du bist treu und wenn wir dich fragen, dann antwortest du. Und auf dich kann man sich verlassen. Und mit dir können wir alle mutige Entscheidungen treffen, um in dem Plan laufen, wo du für uns bereit hast. In deinem Namen Jesus. Amen. Amen.